Und deshalb würde ich gerne euch kurz erklären, wie Klopfakupressur mit mentalem Training als Kombination funktioniert, um Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, innere Blockaden, körperliche Schmerzen, man kann alles lösen. Ich bin heute der Meinung, dass auch alles heilbar ist. Ja, wir kriegen ja immer wieder eingeredet, dass nichts ist heilbar. Ich habe mit 25 Krebs gehabt. Ich bin jetzt 64 und ich bin kerngesund, weil ich habe mich damit beschäftigt, wie wird der Mensch krank, wie kann er gesund werden und wie kann er gesund bleiben. Und mir muss heute niemand mehr was erzählen. Deswegen waren die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre auch eine Herausforderung für mich. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Ja? Aber auch wir sind alle hier auf dieser Erde, um was zu lernen, zu wachsen. Wir sind nicht durch Zufall hier. Wir sind genau jetzt hier inkarniert, weil wir bestimmte Erfahrungen machen möchten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Traumata auch unserer Vorfahren lösen. Ihr müsst euch vorstellen, die Menschen, die jetzt in den letzten Jahren so folgsam waren oder die so in Angst waren, das ist kein Zufall. Das sind alte Ängste angetriggert worden, die sie schon lange in ihrem Körper haben, aber die natürlich massiv dadurch angegriffen wurden. Und schaut mal zurück, wie ihr selber als Kinder aufgewachsen seid. Das, was euch vorgelebt wurde, das ist eure Prägung, das hängt hier im Unterbewusstsein. Und deshalb können manchmal Menschen nicht anders, weil es schwingt hier wie ein inneres Programm. Du hast das aufgenommen von den Großeltern, von den Eltern, was sie dir vorgelebt haben. Teilweise sind da Glaubenssätze gespeichert, du möchtest sie gar nicht haben, aber die wirken immer wieder. Kennt ihr das? Wenn ihr was machen wollt und an der entscheidenden Stelle kippt ihr um, weil das innere Programm läuft. Und diese Programme kann man umprogrammieren. Und mentales Training kennen wir aus dem Leistungssport. Unternehmer, Manager lassen sich heute auch mental trainieren, um solche Programme zu lösen, um sich frei zu fühlen, um das zu machen, was sie wirklich machen möchten. Weil sonst wären die Leistungen, die heute im Leistungssport gemacht werden, nicht möglich. Weil, was glaubt ihr, wie viel mental dazu beiträgt, dass ein Mensch Höchstleistung erbringt? Wie viel Training und wie viel mental? 60 mental und 40 Wie war noch eine Zahl? 90, 10. 90-10 ist richtig. 90 mental, 10% Training. Ja? Weil meine Motivation, was ich hier im Kopf habe, das wirkt sich auf meinen Körper aus. Wenn ich glaube, das kann ich gar nicht schaffen, ist auch keine Energie im Körper, um das zu schaffen. Bin ich aber in einem tiefen, unerschütterlichen Glauben, wirkt sich das auf meinen Körper auf. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Energie. Da fühle ich mich ganz anders. Fühlt nur mal rein, wenn du Angst hast. Wie fühlst du dich in dem Moment? Beschissen. Und dein Körper fühlt sich auch beschissen an, oder? Aber wenn du frei bist von Angst, wenn du spürst, dass da was ist, was dich antreibt, wo du spürst, das mache ich, das kann ich, wie fühlst du dich dann in deinem Körper? Affengeil, oder? Genau. Und das ist der Unterschied. Und deshalb müssen wir uns gut fühlen als Sieger, um gegen diese Behörden da anzugehen. Okay? Also, ich zeige euch mal, wo wir klopfen. Wir tun unsere Organe frei machen. Klopfakupressur ist Akupunktur ohne Nadeln. Und zwar hier unter dem kleinen Finger, mit den Fingerspitzen der anderen Hand, gehen wir hier hinten drauf auf die Handkante. Man nennt das auch den Karatepunkt, weil Karatekämpfer zerschlagen hier an der Stelle ein Brett. Wer die Beine übereinander geschlagen hat, bitte, damit die Energie fließen kann, schön parallel. Genau, atmet mal tief durch, hier macht ihr euren Dünndarm frei. Ist die Hand egal, weil ich kann mit der Moment... Die Hand ist egal, links oder rechts, du kannst du zwischendurch auch wechseln. Genau, ja. So, dann mit den 2 Fingern, Zeigefinger und Mittelfinger, Anfang der Augenbraue. Das ist der Blasenmeridian. Sagt euch Meridiane was? Ja. Mhm. Wenn ihr dann hinterher auf Toilette müsst, wisst ihr Bescheid. Blase wird freigemacht. Nur mit einer Hand? Ja. Du kannst mit beide, mit Kindern mache ich das auch, das spiele immer Affe, aber es reicht eine. Genau. Dann hinten, hier hinter dem Auge, ist die Gallenblase, die Verbindung zur Gallenblase. Auch wieder tief durchatmen, gerade Ärger wird hier gut gelöst. An dieser Stelle. Haben wir alle gehabt die letzte Zeit. Dann hier unten ist der Magenmeridian unterm Auge auf dem Jochbein.
Aber wieder tief durchatmen. Genau, dann haben wir hier ein Lenkergefäß, das verbindet verschiedene Organe miteinander. Hier stärken wir vor allem das Selbstwertgefühl und das brauchen wir unbedingt, um neue Wege zu gehen, einen gesunden Selbstwert. Dann haben wir hier das Grübchen im Kinn, genau, also nicht auf dem Kinn, sondern in der Kuhle, das Konzentrationsgefäß. Kennt ihr das, wenn man so da sitzt? Also intuitiv wissen wir schon, was wir brauchen, gell? Aber wir wissen es nicht mehr. So was müsste man in der Schule lernen. Dann haben wir hier einen dicken Knochen, dieses Schlüsselbein. Und das sind diese Endstücken, diese Nuppel. Wir können ruhig auf den Pullover gehen. Ich ziehe es jetzt nur mal runter, um zu zeigen. Diese zwei Nuppel, wenn man die spürt, hier mit Daumen, mit dem Mittelfinger, geht man so 2 cm drunter unter den Knochen. Da ist so eine Kuhle. Und das ist die Thymusdrüse, Nierenmeridian. Manchmal geht uns was auf die Nieren. Kennt ihr das? Wenn wir völlig genervt sind von etwas und dann sind unsere Nieren belastet. Die Affen wissen das, die machen so oder so. Ich sage immer, wir sind ein bisschen eleganter. Genau, atmet mal tief durch, weil hier, das ist ein Notpunkt. Hier kannst du jemandem sofort helfen, dem es schlecht wird. Das ist die Verbindung zum Unterbewusstsein. Ja? Dann eine Handbreite unter der Achselhöhle. Das wäre so hier mit der flachen Hand. Das ist die Milz. Gerade Wut und Ärger geht hier gut weg. Wenn ihr also irgendwo mal sitzt, wo ihr euch ärgert, macht ihr nur so. Könnt ihr euch schon besser entspannen. Genau. Dann haben wir hier gleich 3 Meridiane, Herz, Lunge und Dickdarm. Da gehen wir so drauf. Nennt man den Pulspunkt, weil man hier auch den Puls misst. Atmet mal tief durch. Genau. Und zum Schluss auf dem Kopf, da haben wir hier den Wirbel. Und es sind 3 Meridiane davor, 3 dahinter. Und damit wir die treffen, machen wir so einen Kreis um den Wirbel herum. Gerade Leute mit Schleudertrauma oder mit Unfällen auf dem Kopf spüren sofort eine Verbesserung. Die hauen dann manchmal so drauf, dass mir es schon wehtut beim Zuschauen. Und ich sage, oh, das tut jetzt so gut, ja. Und dann merkt man, was Energie ausmacht, wenn wieder Energie in den Körper kommt. Oder Menschen, die sehr im Kopf sind, die kein Gespür haben, keine Gefühle, die spüren das auch sofort. Und dann tief ausatmen. Spürt jetzt mal rein in euren Körper, schließt ruhig mal die Augen und spürt mal, ob da sich irgendwas im Körper verändert hat. Es bitzelt. Das ist gut. Wenn es bitzelt, ist super. Da kommt Energie rein. Wie bitte? Es kribbelt, sehr gut. Manchmal bis runter in die Füße, gell? Ja. Ich habe Leute, die haben Schmerzen hier oben. Wir arbeiten mit dem Schmerz und plötzlich ist er unten am Zeh. Ja, das heißt also, die Energie wird angeschoben und dadurch sortiert sich der ganze Stress und löst sich dann systematisch aus. So, und jetzt machen wir das aber, indem wir an etwas denken, was uns stresst. Das heißt, ruft mir mal kurz zu, was, wenn ihr an das Thema jetzt Steuer denkt, GEZ, Ordnungswidrigkeiten, dieser ganze Lug und Betrug. Wie fühlt ihr euch in dem Moment? Ohnmächtig, hilflos, ängstlich oder wütend? Wütend. Uah, das ist doch mal was. Okay, was macht die Wut? Wo spürt ihr die Wut? Im Körper. Hier? Ja. Meistens in der Brust nimmt manchmal die Luft zum Atmen. Manche schlägt es auch auf den Magen oder selbst auf den Darm. Ja? Und manchmal hat man es auch hier im Kopf. Ja? Dadurch gibt es dann Kopfschmerzen. Und ihr denkt jetzt alle nur an euer Thema und wir klopfen dabei und sprechen von der Wut und von dem Ärger. Was kommt noch? Es ist meistens nicht bloß ein Gefühl, es ist meistens noch Verletzungen, dass die Menschen überhaupt mit uns so umgehen. Hilflosigkeit, Ohnmacht ist ganz stark. Ja, da kann man doch nichts machen. Ne? Und dann sagen die anderen natürlich, ja, genau so ist es. Ja? Da geben wir denen nämlich Mut und Kraft, dass sie genau das durchsetzen, was sie wollen. Und deshalb müssen wir genau diese Gefühle löschen und müssen aber auch schauen, wo die herkommen. Also horcht in euch rein, nach einer Klopfrunde bleibe ich erstmal still, spürt rein, wo kommt das her, dass ihr euch so hilflos fühlt, so wütend und auch verärgert über die Situation. Okay?
lege mal los. Also ich sage keinen Satz dazu, obwohl ich wütend bin. Doch. Jetzt geht's los. Genau, du kennst es schon aus. Ihr könnt leise denken, die Sätze, die ich vorspreche, oder ihr sprecht es mit. Je nachdem, das macht eine Energie hier im Raum, das müsst ihr euch vorstellen. Wenn das alle gleichzeitig tun. Auch wenn mich das seit Jahren stresst. Dieser Zustand, dieser Betrug an uns Menschen, uns so auszubeuten und ich mich oft hilflos fühle und wütend, aber nicht weiß, wie ich es ändern kann, akzeptiere ich mich vollkommen, wie ich bin. Hier geht es um das Selbstwertgefühl zu stärken. Weiter, Handkante, auch wenn mich das so ärgert und wütend macht. Diese Situation, die wir seit Jahren haben, diese Ungerechtigkeit, dieser Lug und Betrug, dass Menschen uns ausbeuten, uns benutzen für ihre Interessen und ich so spüre diese Rebellion in mir und es ändern möchte, akzeptiere ich mich vollkommen, wie ich bin. Dritter Satz, auch wenn mich das völlig nervt, wenn ich bedenke, was ich hier erfahre, wie wir belogen werden seit vielen Jahren und mich aber hilflos fühle, wie kann ich das in meiner Situation umsetzen? Akzeptiere ich mich vollkommen, wie ich bin. Weiter, Anfang der Augenbraue. Ich fühle mich völlig genervt von dieser Situation, von diesem Betrug und Lug. Augenbraue Ende. Ich fühle mich hilflos, verzweifelt und wütend. Unterm Auge, wie kann ich das ändern? Wie kann ich das lösen? Unter der Nase, diese Sauerei muss endlich aufhören. Ich brauche eine gute Lösung. Kinnpunkt, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht will ich endlich loslassen. Schlüsselbein, ich habe so satt, nur zu funktionieren für Kriegstreiber, für Menschen, die auf unsere Kosten leben und nicht bereit sind, ihren Beitrag zu geben. Unterm Arm, ich bin so wütend, wenn ich daran denke, was ich mir jahrelang angetan habe und wie man uns für dumm verkauft hat. Pulspunkt, was kann ich tun, um diese Situation ändern? Auf dem Kopf, ich brauche eine gute Lösung für mich. Und wenn wir viele sind, können wir es gemeinsam schaffen. Und tief ausatmen. Jetzt schließt die Augen, lasst das mal wirken in euch und horcht rein. Wie fühlt sich jetzt das Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit an? Wut? Wie fühlt sich das jetzt an? Weg. Jo, schön. Gedämpfter. Mhm. Gibt es jemanden, der gar nichts spürt? Mhm. Ich mache das schon 1,5 Jahre lang. Also nicht jetzt mit dem Finanzamt, das läuft schon 1,5 Jahre und da wird mir irgendwie gleichgültig. Da wird man gleichgültig, ja. Obwohl Gleichgültigkeit kann auch manchmal so ein bisschen ein Verdrängen sein. Aber tief im Inneren ist manchmal was ganz anderes. Weißt du, was ich meine? Das sind auch die Resignationen, ja. Und deswegen ist wichtig, eben auch das Innere wirklich mal frei zu machen. Ja, und das spürt man manchmal gar nicht. Also ich war früher auch so ein Kandidat, ich habe alles weggeschoben, so unter dem Motto, um es ertragen zu können. Aber tief im Inneren geht was anderes ab. Und dann haben wir wirklich auch körperliche Schmerzen oder wir fühlen uns auch müde, weil das macht müde, wenn du weißt, das ist nicht ehrlich, was hier passiert. Das ist ungerecht. Ja? Tief im Inneren, die Seele spürt es einfach und die schickt dir die Gedanken dann hoch. Ja. Ich würde gerne einfach eine Wahrnehmung teilen. Mhm. Wir haben das jetzt alles still gemacht und ich habe irgendwie in mir gespürt, dass das auch so typisch ist für das deutsche Volk,
die Klappe zu halten und alles still zu erdulden. Ich würde mir so wünschen, dass wir das laut machen, weil ich glaube, da kommt noch eine ganz andere Kraft. Da kommt eine andere Kraft rein, ja. Ich meine, das Klopfen ist komisch, ich gebe es zu. Wenn ich Vorträge halte, die Leute sind immer erstmal gehemmt, manche machen gar nicht mit. Es ist komisch, ja, aber es wirkt. Weil ihr müsst euch vorstellen, jede Zelle eures Körpers reagiert darauf. Deswegen habt ihr auch manchmal gespürt, wenn es jetzt so kribbelt im Körper oder wenn so ein Schauer durchgeht. Es zeigt, eure Zellinformation wird verändert. Das ist wie Löschen von inneren Programmen, die ihr schon von Geburt an aufgenommen habt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn eure Mutter schon Angst bei der Geburt hatte oder Angst eingejagt bekommen hat oder schon in der Schwangerschaft, was heute ja geschieht mit den Schwangeren, die kriegen ja schon so viel Angst eingejagt, das kriegst du als Kind schon alles mit einprogrammiert, damit du gar keine Freude hast in diesem Leben. Ja? Und das ist wirklich der Wahnsinn, was da geschieht. Wenn man das mal begriffen hat, wie die mit uns arbeiten, deswegen machen die ja mit den Schwangeren heute so viel schon vorher, damit du schon gar keine Freude hast, wenn du hierher kommst. Ja? Und eben dann auch schon gleich nach der Geburt mal so eine 6-fach-Impfung kriegst, ja, damit dann richtig was lohnt. Und darum geht es, diese Speicherungen zu lösen. Ja? Und das können wir mit Klopfakupressur wirklich super, weil wir bringen Energie rein. Traditionelle chinesische Medizin sagt, wir schauen uns die Krankheit an, wir schauen uns auch nicht die Schmerzen an, sondern wir schauen uns die Energie im Körper an. Wenn Energie fließt, ist der Körper gesund. Ja, wenn ich gut drauf bin, ich eine gute Energie habe, dann kann ich gar nicht krank werden. Das ist nur unmöglich. Ich habe in der Corona-Zeit alle umarmt. Ich habe gesagt, umarmen ist gesund. Ja? Und ich habe ein gutes Immunsystem. Und wenn ich das natürlich glaube, dann ist das so. Ich bin nicht krank geworden. Geschweige dem, dass ich eine Maske getragen habe, einen Test gemacht habe oder irgendwas anderes. Ja? Und das funktioniert, weil hier oben, der Kopf, der entscheidet, ob du gesund oder krank bist. Aber wenn du natürlich von klein auf eingeredet bekommen hast, was alles passieren kann, dann bist du immer in Angst und im unguten Gefühl und bist unsicher, wenn dir irgendeiner was erzählt. Du bist nicht mehr du selbst, du hast keine eigene Wahrnehmung mehr. Und die Wahrnehmung ist uns von klein auf genommen worden. Und wodurch? Schaut unsere Eltern an, die haben den Krieg erlebt, die Nachkriegsjahre, den schweren Aufbau, unsere Großeltern noch schlimmer. Meine Oma ist 1907 geboren, das heißt, sie hat 2 Weltkriege erlebt. Die hat ihre ganze Kindheit und Jugend und ihre ersten Jahre des Erwachsenseins nur mit Krieg erlebt. Und ich glaube, das sind wir unseren Vorfahren schuldig, dass wir dafür sorgen, dass endlich mal Frieden bleibt. Oder? Und was leben wir auch unseren Kindern vor? Wenn wir jetzt nicht aufstehen und sagen Schluss, dann lernen unsere Kinder auch, ja, man muss immer diesen machen. Ja? Nein, wir sind doch von hier auf die Welt gekommen, um wirklich was Gutes zu erschaffen. Und wir haben alle Fähigkeiten, wir haben alle ein Potenzial. Und das wird uns genommen von klein auf. Indem wir in ein Schulsystem gedrückt werden, was alle gleich unterrichtet, mit viel Schmarrn, den kein Mensch braucht. Lesen, Schreiben ist ganz gut, ja, Mathematik auch. Aber es gibt so viele Sachen, die so unnütz sind. Und die Kinder streiken. Man sieht ja, was in den Schulen los ist. Die Kinder wollen eigentlich das nicht mehr lernen. Und wir hatten auch schon keinen Bock, wenn wir ehrlich sind. Ja? Und deshalb müssen wir aufstehen, gemeinsam. Und natürlich, wie du sagst, wenn wir das jetzt energetisch mal richtig hier in den Raum bringen, das macht was, weil das geht ins Universum. Die sehen da oben, was wir hier treiben. Ja? Also fühlt mal, ob noch jemand Wut hat auf einer Skala 0 bis 10. 10 wäre viel Wut, 0 wäre gar keine. Hilflosigkeit, Wut, Ärger, Verzweiflung, Ohnmacht, was fühlt ihr noch? Wo ist noch was da? Und wenn es nur 2 ist, es muss gelöscht werden. Schmeißt mir mal was entgegen. Täglich grüßt das Murmeltier. Du bist völlig gelassen? Okay, super. Wer hat noch ein bisschen Wut, wo er sagt, da rumort noch was? Also Wut nicht, aber so ein bisschen Gefühl von Resignation. Weil das schon so lange geht, gell? Das ist ermüdend, genau. Ja. Ja, in diesem ewigen Hamsterrad, oder? Genau. Okay, hat noch jemand Wut? Nein. Hat jemand noch Hilflosigkeit? Unsicherheit? Unsicherheit, ja, sehr gut, weil das ist nämlich das, was noch so rumtümpelt dann. Ne? Ohnmacht?
Habe ich in einer Runde schon so viel weggeklopft, echt? Ihr seid ja genial, das ist ja echt klasse. Das wird schon vorgeklopft. Ja, schon vorgeklopft. Super. Ärger? Ärger? Ha? Die Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit, genau. Ja, bitte? Also ich fühle immer so ganz ein tiefes Vertrauen und dann ärgert mich aber, dass das nicht alle haben. Das ist mein Ärger. Dass noch nicht alle mitmachen. Nein, nicht mitmachen, sondern absolutes Vertrauen in Kraft. Okay. Oder ist der Ärger auf die anderen, die noch nicht mitmachen, die eigentlich alles Mögliche machen und den ganzen Schmarrn glauben? Ja, das müssen wir noch lösen. Genau, auf geht's. Und jetzt schreit's mal raus, euren ganzen Ärger. Weil, wisst ihr, warum es so viele Schilddrüsenerkrankungen gibt? Weil uns das nämlich hier hängt, ja, wenn wir es nicht rauslassen. Halsschmerzen, Husten, ist alles hier. Halschakra, wo wir nicht rauslassen, wo wir runterschlucken, weil wir sind ja so brav erzogen worden. Okay, auch wenn mich das noch ärgert. Wenn ihr es mitsprechen könntet, wäre es super. Alle gemeinsam, auch wenn mich das ärgert und manchmal auch wütend macht. Dass die Leute alle so gutgläubig sind da draußen. Diesen Scheißglauben, den sie die letzten Jahre eingeredet haben und ich noch fassungslos bin, wenn ich daran denke, akzeptiere ich mich vollkommen, wie ich bin. Auch wenn ich manchmal ausflippen könnte. Wenn ich diese Sprüche höre, dass man das ja machen muss, dass sich das so gehört, dass das ja alle machen und ich das jahrelang mir angehört habe und einfach nicht verstehen kann, dass Menschen so blind sind, so naiv, so gehörig, oder wie heißt das? Wie heißt das? Obrigkeitsgehörig, genau. Liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Auch wenn mich das frustriert. Wenn ich mein Umfeld sehe. Selbst in der Familie. Ein Theater. Diese Hörigkeit, diese Überzeugung, dass es ja alles richtig ist und dass es uns doch so gut geht, dass es doch anderen viel besser geht, viel schlechter geht und man doch zufrieden sein muss und glücklich sein muss, Steuern zu zahlen, GEZ, Ordnungswidrigkeiten, alles selbstverständlich ist. Und gut, liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin. Augenbraue innen, das macht mich fassungslos. Augenbraue innen, da kriege ich richtig die Krise. Unterm Auge diese Sauerei, die seit Jahren mit mir treiben. Unter der Nase, damit ist jetzt endgültig vorbei. Kinnpunkt, davon mache ich mich frei. Schlüsselbein, wir sind so viele. Wir sind so viele. Und es werden jeden Tag mehr. Unterm Arm, und das gibt mir Mut. Das gibt mir Kraft. Pulspunkt, ich habe einen unerschütterlichen Glauben. Wir gehen in die Freiheit. Wir sorgen für Wahrheit. Und wer uns nicht glaubt, völlig egal. Auf dem Kopf, manche brauchen ein bisschen länger. Ich brauche nur ein bisschen Geduld. Aber ich orientiere mich mit denen, die genauso denken wie ich. Und tief ausatmen. Was sagst du? Jetzt kribbelt alles, das ist gut, das gefällt mir. Bei wem kribbelt nichts?
Kribbelt es bei euch alle? Ja. Genau, es bitzelt. Also eure Organe, die freuen sich jetzt. Die sind jetzt richtig happy, ich sag's euch. Und das sind eure Hauptorgane, die sind ganz wichtig, die sind entscheidend für eure Gesundheit. 80% des Dünndarms befindet sich das Immunsystem. Ja, und das entscheidet über gesund oder krank. Ja, und das ist hier, deswegen tue ich hier am längsten klopfen, dass euer Unterbewusstsein frei wird. Ja, deswegen da auch 3 Sätze. Genau. Wer ärgert sich noch über die draußen? Über was? Die draußen, die noch nicht glauben, was wir hier tun. Wer? Sabrina. Also übrigens, morgen ist in Siegsdorf schon wieder ein Vortrag. Extra für Unternehmer. Ja, wir sind also wirklich viele, habe ich jetzt auch erfahren. Ganz cool. Ich gehe hin, ich weiß noch nicht, was kommt, aber es ist speziell für Unternehmer. Ja? Und von daher glaube ich, dass wir wirklich sehr, sehr viel jetzt erreichen können.